Und da sind wir wieder in unserem eigenen Schloss bei Fire Emblem Fates Vermächtnis. Und jo, sieht ein bisschen crazy noch aus. Ich wünschte, Leute würden hinter sich aufräumen. Sakuras Hut, der... bitte was? Okay. Statue von Michael. Grenz von einem Betroffenen. Okay, schön. I'll lend you strength. Oh. Okay. Thank you so very. Eine Quarzquelle. Quarz erhalten. Okay, fast brauchen wir jetzt Quarz. Ja, unser eigenes Schloss ist ja so ein Feature, was hier bei Fire Emblem Fates gibt, was doch noch sehr, sehr speziell und eigen sein soll, mit ja, vor allem auch sehr vielen Varianten für uns, um uns zu verstärken. Versuche erhalten. Kiefernzweig erhalten. Kann ich das meiste nicht verkaufen, aber okay. Gib Lilith etwas zu essen, um ihren Level zu erhöhen. Sie wird dir helfen, wenn du dein Schloss in Schlosskämpfe teilnehmen musst. Schlosskämpfe? Das ist ein Astraldrache Level 1 mit Astralsegen. Interessant. Ja, holy shit, hey, direkt ein Level up. Wow. Die Werte, hey. Ja, fühle mich schon schlauer. Man hat's gemerkt. Ein Magie plus Punkt. Geil. Traut das ein Glück allein. Nachzubinden, kannst du mich besser kennenlernen. Heiratest du, gibt es neue Ereignisse. Ja, natürlich, jetzt schon heiraten. Das heißt, die kann ich bereits einladen, oder wie? Wegen dem Herzsymbol halt. I have so many questions to ask you. Promise that we will meet again soon. Achso, ist gut lang gegangen. Ist natürlich gerade die Frage für mich, was für einen Rang haben wir jetzt mit ihr? Also sprich, ich denke mal, es wird so ähnlich sein wie bei Fire Emblem Vermächtnis. Fire Emblem Awakening. Von wegen, dass man da halt wieder Rang A, also ja, die Ränge Support haben mit Rang A, B, C, D. Also natürlich aufsteigen von D, C, B, A bis zu S, wobei S wäre dann eigentlich schon der Heiratsstatus. Oh, neue Frisur, ja gut, warum eigentlich nicht, wa? Muss man Aussehen verändern? Nö, passt eigentlich. Immer noch... Okay, die Frisur kann ich ändern, die Klamotten aber nicht. Sehr interessant. What's that? Ein Daikon erhalten, was auch immer das sein soll. Ja, und jetzt, was aber sonst noch so zu tun hier? Da ist die Kristallkugel, die alles sieht. Ja, wir verschiedene wir bruten andere Schlangen. Benötigt ein DAP. Oh. Jetzt haben wir kein DAP mehr. Natürlich waren die Waffen ein bisschen klüger gewesen. Das war mal ganz geile Einstellungen. Stil ändern, Musik. Den Diener ändern. Nö, da passt. Namen ändern. Naja, so schlossmäßig. Mein Name ist gemeint, oder wie? Nee, schon Namen des Schlosses. Schloss Hyrule! Nee. Camelot! Nee. Ja doch, wieso eigentlich nicht? Bis mir etwas Besseres einfällt. Hallo? So, jetzt aber schon besser. Camelot. Stil ändern. Oshido Windclan Izumo Stil. Müsste bereits sein, wa? Genau. Yes! Yes!
Mal zum Schlachtfeld, Logbuch. Logbucheintrag, Sternzeit. So, dann Update. Das können wir einmal dann offscreen mal versuchen. Das länger dauert. Amiibo können Charaktere ein Schloss beschwören. Das will ich vor allem machen. Vor allem so Charaktere wie Ike zum Beispiel. Da überlege ich, wenn aber sonst noch. Mara hat glaube noch einen, aber Lucide glaube ich eher weniger. Darain auch nicht, daher, WG-Bonus. Das klingt ja cool. Zu dunkel. Was? Dunkelkrieger, Dunkelkrieger. Zu Dunkelfalke. Ja gut, ich meine, so ein Wechselsiegel kennen wir ja auch aus Awakening, aber hier gibt es offenbar nur Siegel zu bestimmten Klassen, nicht mehr generell einfach. Also sprich, damals war es so, dass man irgendwie pro Charakter, der hatte halt, wie es für gewöhnlich ist, und dann einfach eine zugewiesene Klasse gehabt und dann hatten noch 2 bis 3 Klassen, wo man sich mit so einem Zweitsiegel entscheiden konnte. Will er oder soll man ihn so ändern? Ja oder nein? Wenn ich das komplett sagen kann, jo, ich kann jeden Charakter zu dem anderen Charakter, also zu der anderen Klasse ändern. Das war eigentlich nicht so. Einstellungen, Strippers, Schlossadresse anzeigen, naja. Und dann eigentlich auch nicht. Von unserer mächtigen Kristallkugel, die alles sieht. Oder eigentlich noch, hier. Inventar mal gucken. Wir haben doch jetzt so viel noch bekommen, aber irgendwie scheint das keiner zu haben. Verwalten. Erschwert Folgeangriff, effektive Geschwindigkeit. Das soll so stark sein. Okay, merken wir uns. Nur für den Avatar, trotzdem nur Rang E. Sehr interessant, sehr interessant. Kieferzeige ist immerhin schon mal die Treffergenauigkeit, hey. Schlimm. Einfach nur schlimm, sonst... Sakuras Hut, sie ein bisschen Kaffee daher, scheinbar Verbündeten. Einige wieder her, okay. Vielleicht mal die nehmen wir. Sonst haben wir scheinbar nichts mehr. Crazy. Unterstützungsgespräche. Ich kann mit Synophinen gerade quatschen, interessant. Und natürlich, ja, hier sind wir sehr gut wieder mal der C, B, A und der S-Support. Wenn ich jetzt hier mit einem der 3 Damen in S-Support hätte, wir wohl heiraten und dann vermutlich auch in einem der folgenden Parts vermutlich ein Kind zeugen, wie es so üblich ist seit Awakening. Nur gab es keine von Sonnenschein erfüllten Tage. Wie dumm von mir, hä? Das Sonne badend. Geht auch so ganz gut. Ich weiß, es ist ein grausamer Ort, um aufzuwachsen. Erinnerungen wirklich? Das eine Mal... Natürlich, jetzt wollen wir gerade... Und so schnell kriegt man C. Den Weg wies, fest mal feiern, großartig, nicht wahr? Sie kann was großartig, wieso denn das? Zum ersten Mal nicht, warum doch? Oft kommt von mir zu reden und mehr Dinge zu geben. Jo, er ist halt sehr beliebt, na und? Bin ich bei den Damen, Da fällt mir gerade etwas ein, und zwar, also, ja, wir sind nicht ganz offensichtlich bei ihm, ob das jetzt irgendwie, ja, wie soll ich sagen, ob es ihm jetzt eigentlich unangenehm ist, dass überhaupt, ja, dass er überhaupt so Gefälligkeiten bekommt, so Geschenke, oder aber ob es ihm eher unangenehm ist, dass es von Frauen sind. Ich meine, theoretisch gesehen könnte er ja auch schwul sein, und das war auch so eine Diskussion damals bei Fire Emblem Fates, also nicht nur Fates, bei Eve generell, also eine japanische Version halt, dass damals noch möglich war, dass es, also die Charaktere auch gleichgeschlechtlich, also sprich nicht nur heterosexuell, sondern auch homosexuell sein konnten. Was nun, glaube ich, außerhalb Japans eben gestrichen hat, aus irgendwelchen Gründen, weil ihr 7. Grad, also
Kann natürlich täuschen, ist keine Frage, aber wenn ich mich richtig erinnere, war es bei Fire Emblem Eve, da ist ja der japanische Name vom Spiel, so, dass man zum Beispiel mit Case als Beispiel jetzt auch einen S-Support hätte haben können. Interessant war in Japan, oh klar, Ursprungsland lässt man's. Außerhalb Japan sagen sich, nö, darf man nicht. Gut, für mich egal, aber trotzdem. Diese Karte an, was sollen wir tun? Warum bist du hier? Neue Freunde? Muss ich enttäuschen. Ich bin nur hier, um Befehl auszuführen. Mehr nicht. Tschüss. Lass mich in Ruhe. Jo, dadurch haben wir schon einen C-Support. Interessant. Warum passiert mir immer so etwas? Ja, dann S9. Verzeih mir, aber ich glaube auch nicht. Welch ein Mut? Ja. Oh, das ist überzeugend. Ich will keine gute Kriegerin sein. Wir haben schon genug Krieg in unserem Heer. Ich will eine gute Dienstmagd sein. Ich möchte Kleidung waschen, Essen kochen und Geschirr spülen können. Gut, wenn sie das unbedingt will, dann soll sie mal. Also, ich verstehe es zwar nicht, aber jedem das seine. Ja, und so kriegen wir eben auch einen Support. Dann winken noch mit Case. Häuser tragen, bald mit Süßigkeiten. Das muss 50 Pfund wiegen. Sind noch viele, wa? Was soll das denn heißen? Ich merke das nicht. Hungrig bin. Grummel, Grummel. Das war eine Maus, die vorbeigelaufen ist. Klar, eine Maus. Ziemlich große Maus. Der ist sicher Splinter. Kleine Maus, obwohl es eine Ratte ist, sowas entlassen kannst. Süßigkeiten. Ach ja, diese Gespräche, ey. Verrückt wie eh und je. Ja, Winke und Case, warum eigentlich nicht? Waren die beiden so zu verkuppeln? Gut, wir haben momentan irgendwie nur 6 Charaktere. Frag mich nicht warum, das ist einfach irgendwie so. Fähigkeiten. Nee, warum sind die bereits? Das ist eigentlich eher so, dass man halt... Ich habe gerade mal geguckt, aber so wie es aussieht... Wobei, ich sehe es gerade irgendwie nicht. Also wie es aussieht, haben wir jetzt einen größeren Bildschirm. Links haben wir irgendwie Platz für 5 Fähigkeiten im kleinen Bildschirm, rechts unten allerdings nur für 6. Kann natürlich jetzt sein, dass man irgendwie sagt, yo, die Liste auf dem größeren Bildschirm wird jetzt noch erweitern, müssen irgendwie 10 und noch mehr Fähigkeiten hätte und man kann insgesamt nur 6 ausgerüstet haben. Die man halt rechts unten sieht. Kann natürlich auch sein. Sind jetzt hier gerade nicht so gut. Egal, noch keiner so viel, daher erstmal ganz kurz speichern nochmal. Und dann, Freunde, wenn wir sagen, geht's weiter hier. The next fight. Das Drachentor hat sich geöffnet. Kapitel 7, ein gehaltener Schwur. Nachdem Michael sich Hoshido angeschlossen und die norischen Adligen abgewehrt hat, begibt sich seine Gruppe zur Feste Shinja, um den Verwundeten zu helfen. Okay, jetzt kann ich so. Ich kann den Schwierigkeitsgrad runtersetzen und nicht erhöhen. So eine runtersetzen kann, verstehe ich, ja, dass man nicht hochsetzen kann. Gut, hätte ich das gewusst, hätte ich den schon klassisch gewählt, aber gut, lassen wir das, ist natürlich. Ich kann danach für Herrschaft und Offenbarung noch anwenden. Hoshido Stadt Markt, Herausforderung. Weil Level 7 ist oder was? Ne, erstmal ganz normal mit Kapitel 7 loslegen. Ein gehaltener Schwur.
Königreich Hoshido, Feste Shinja. Oder Shinya, oder wie auch immer. Hey, Hier entlang. Wo sind wir hier? listen. Das ist die Feste Shinya. Milady Sakura ist bereits dort und kümmert sich um den verwundeten Soldaten und Bürger. Wir sollten ihnen ja helfen. Understood. Natürlich. Big Brother. Danke, dass du gekommen bist. Sakura. Geht's dir gut, Sakura? Ich bin hier, um dir zu helfen. So very much. Ja, mir geht es gut. Ein Glück, dass du da bist. Wir können jede Hilfe gebrauchen. Okay. Hallo, mir Michael. Ich bin Hannah. Milady Sakura hat mir von noch erzählt. Und ich bin Tsubaki. Erfreut der Bekanntschaft zu machen, Milord. Understood. Vor allem auch kennenzulernen. Ich fürchte, ihr wisst wahrscheinlich viel mehr über mich als ich über euch. Schon gut, großer Bruder. Sicher werden wir alle in Wiener alle Freunde. Hannah und Tsubaki sind meine Getreuen. Stets an meiner Seite und sehr hilfsbereit. See. Ich verstehe. Nun, wir haben mehr als genug Zeit, uns auszuruhen und kennenzulernen. Wir bekommen Ärger. Azura? Ernsthaft? Sind doch nicht mal 5 Minuten hier. Ja, aber die nordischen Soldaten haben keine Zeit verloren und uns What was umzingelt. that? Unglaublich. What shall Ich kann nicht glauben, dass sie zu einem Zeitpunkt angreifen. Die Feste wird als Notunterkunft genutzt. Hier gibt es kein militärisches Ziel. Warum können sie uns nicht einfach in Ruhe we do? lassen? Lady Sakura. Naja, es ist halt der König und Gaon ist einfach nur ein I'm Arsch. always ready. So ist eigentlich die meisten Bösewichte, Herrscher in Fire Emblem eigentlich sind. Of course. Jawohl, mit Hannah! Das ist was abgetreu ist, mir eine Freude, euren Befehlen zu folgen. Und Tsubaki. Hey. Das gibt's doch gar nicht. Abgetreu aber auch nicht. Ich erinnere mich nicht, dass du befördert wurdest. Milady Sakura und ich waren schon als Kinder beste Freundinnen. Ich war immer ihre Hauptgetreue. Jo, glaube ich auch nicht. Please Ja. stop. Hört damit auf, ihr beiden! Ihr blamiert euch und mich! Ich will also von diesem kindischen Haben nicht täuschen. Hannah und Tsubaki sind beide eine wertvolle Hilfe auf dem Schlachtfeld. I'm here for you. Ja, können wir endlich mal fighten? Here we go. Mann, Alter! Das ganze Quatsche hier. Einheiten kannst du nur 6 wählen, von dem her. Inventar, ich bezweifle darin, wenn das Besonderes hätte. Gut, die anderen kann ich ja später dazu nehmen. Haben wir noch nix. Haben wir auch nix. Kann ich irgendwo noch hier speichern, war? Dann Let's Fight verlassen. Hey, listen up. Michael, bist du das wirklich? Wer will das I wissen? knew it. Ja, diese Stimme erinnert mich. Du bist es. Bitte lass das sein, wir kennen uns nicht. Kennst du dich wirklich nicht? Ich bin es, Silas. Wir waren beste Freunde als Kinder. Ich fürchte, ich erinnere mich nicht viel aus meiner Kindheit. Sei vorsichtig, es könnte eine Falle sein. Ich schwöre, dass ich die Wahrheit sage. Doch es ist wohl Schicksal, es wird trotz unserer Vergangenheit die Klingen kreuzen. Hey, der heißt, er war ursprünglich auf unserer Seite, also unsere, auf der hoshidischen, Alter, kann ich immer nicht aussprechen, hoshidischen Seite. Ja, oder keine Ahnung. Aber vielleicht ist er ja einer, der mir... Hier ist er, wa? Silas Kavalier sieht zwar aus wie der Boss, hier aber vielleicht können wir ihn trotzdem rekrutieren. Könnte natürlich sein. Aber gut, ein anderes Thema. Bis die hier sind, dauert sowieso noch etwas. Sonst irgendetwas Besonderes. Da ist ein normaler Ritter, da gehen wir sowieso auf den Sack. Gut, das ist kein Problem. Hier oben ist nix. Da haben wir eine Wand, die unpassierbar ist. Gut zu wissen. Dann haben wir hier noch Eisenbogen für geflügelte Einheiten. Okay. Den ist bereits kombiniert. Niemals unterschätzen. Haben wir da noch einen? Da. Das ist eigentlich nichts Besonderes. Sieht relativ simpel aus. Bisher. Okay, eine Truhe. Hat jemand von euch irgendwie einen Schlüssel? Das wäre jetzt vielleicht noch ganz praktisch. Okay, wir haben einen Luftritter. Also da sind das auch keine Diebe. Vielleicht brauchen wir das gar nicht mehr, wa? Vielleicht kann mittlerweile jeder Schlösser knacken. Könnte ja theoretisch sein. Egal, wenn ich irgendwie durch will, dann... Also kannst du nachher mal testen.
So klappt es wohl nicht. Vielleicht komme ich da irgendwie. Ja toll, die Position noch tauschen müssen, ich Trottel. Mann, die sind doch total irgendwie fehl. Naja, was soll's. Da haben wir einen Drachen, aber was macht die? Offenbar eine Heilzone. Okay, hier haben wir das gleiche. Heilzone, gut. Jo, ich muss sagen, dem wir los, wa? Geht trotzdem mal hier runter, mal zum Gucken. Kann ich die Truhe öffnen? Ja oder nein? Weil ich habe da gar keinen Schlüssel. Also irgendwie muss das Teil doch aufgehen. Mach momentan noch ohne Kombi. Einfach mal ein bisschen zum Gucken, was sie eigentlich so drauf haben. So, du blockierst dir mal alles. Gut. Das war so befürchtet, muss mal gucken, wie weit kommen die. Der kommt bis dahin, der bis da. Und ich kann so das so lassen. Der Axttyp kommt nur bis zu ihm hin. Gut, er hat sowieso einen Schuriken. Doch keinen Vorteil, doof. Man kann es natürlich kombinieren. Axt gegen Axt, das geht schon. Das ist echt aktuell der Einzige, der angreift. Gut. Sind irgendwie auch selten, weil das irgendwie ein männlicher Luftritter, also sprich Pegasus-Ritter eigentlich. Aber egal. Geht echt nicht. Ich habe da keine Chance. Verdammter Mist. Keine Fernwaffe für das. Okay, hier kommt keiner ran. Mal ganz kurz singen. Und sie kriegt Erfahrungspunkte. Oh, Ja, gut. Nicht schlecht, aber nicht wirklich gut. Mal gucken. Dass er mich angreift, eher unwahrscheinlich. Ein Samurai. Vielleicht nachher jetzt noch Schwertmeisterin, war? So, lassen wir es mal so. Everything will be all right. Unacceptable. Du. Yeah. Jetzt haben wir die alle. Die kommen immer noch nicht dran, wa? Interessant, sehr interessant. Eigentlich mal Zeit für einen Konter, wa? Der Nummer 1 Lanze, der hat einen Bogen, muss er vorsichtig sein. Ich kann fast sagen, dass er den packt. Gut, hier kommt sowieso auch nicht hin, der ist auch mit einer Lanze. Diese Keule will mir auch nicht gefallen, Freunde. Er greift zumindest mal zweimal an. Hatten sie noch sicher keinen Support, waren sie greifen nur einmal an, Alter. Ja, ich dachte jetzt, weil sie halt trotz allem schon C-Support haben. Na gut, das natürlich 4 schneller war. Ja, aber trotzdem ist er nur 8, wieso kann ich zweimal angreifen? Gut, da bringt nichts, sie muss es sowieso so versuchen. Ja doch, komm. We will crush them. Gar nicht mal so schlecht. Plus 5 von Case noch. Ja, da wäre dann natürlich auf Nummer sicher, gehe auf den Drachenstein, aber. Wobei sowieso aus, ich kann nicht unendlich einsetzen. Ganz schlecht. Ein Luftritter, ja, ich weiß, der hier ist heikel. Der hier allerdings nicht und. Können auch theoretisch so machen. Geht aber dummerweise nur 18 Punkte. Jo, jetzt einfach ein bisschen Support.
Da sieht mal besser aus. Nee, das sieht schlechter aus. Scheiße. Gut, weg damit. Weg mit dem Typen. Flawless. Sehr schön. Ja, jetzt ist der Lanzentyp, aber ganz ehrlich. Der geht mir am Arsch vorbei. Eieiei. Hau ihm drauf. I won't allow. Thank you. Das war cool, Case. Und wir haben bereits Level 11 This is my erhalten. chance. Ja gut, wir sind natürlich Prinz, ist halt die nächste Frage. Wie wird das Ganze noch auswirken? Ich muss ja auch noch mal ein bisschen Training haben. Na jo. Ready for this? Aus dem Schuh heraus. Yeah. Sie freut sich. Wow, kriegt die Erfahrungspunkte. Vielleicht ist es echt so, dass Dienstmarkt und Prinz sich halt relativ schnell entwickeln. Also ich denke trotz allem, die Prinz wird es vermutlich Level 20 zum ersten Mal entwickeln. Ob es ein Item braucht oder nicht, ob es automatisch geschieht, ist auch ein bisschen unterschiedlich. Natürlich alles noch rausfinden. Dienstmarkt, da kann man sich auch vorstellen, dass die nur bis Level 10 geht und dann sich bereits weiterentwickelt, aber dafür halt 3 Entwicklungsstufen hat. Könnte ja auch sein. So, wir sind noch angeschlagen, Kumpel. Lass dich mal heilen durch unser Blütenfest. Du, sing für ihn, sing für deinen Gebieter. Count on you. Naja, eigentlich nicht ganz richtig. Aber egal. So, wie sieht es jetzt aus? Momentan kann nur er dann noch angreifen, der Rest alles nicht. Sehr schön. Jetzt will ihm noch Diebe hier, wa? Natürlich jetzt mal ganz, was ist das für ein Typ? Glanze. Komm, der will noch kaum killen, also ganz ehrlich. Drachenader nutzen. Holy Zone. Yeah. Der versucht es echt, ey. Beistand, die stehen sich bei. Eieiei. Nun, wie es für uns hier weitergehen wird, Freunde. In Kapitel 7 bereits mit Michael, dem Prinzen aus Nur. Wieso eigentlich immer noch Nur? Bin ich jetzt eigentlich zu Husto gewechselt. Egal, mit den ganzen Entwicklungen, wie wir natürlich vor allem die Truhen hier aufkriegen. Das und hoffentlich vieles mehr in der nächsten Episode oder hier bei Fire Emblem Fates Vermächtnis. Bis dahin, ciao zusammen.